Willkommen bei Leng TV. Merci, dass ihr dabei seid. Die Jahr 2011 verspricht ganz spannend zu gehen. Und das nicht nur, weil das Jahr Gemengewahl sind, wie weil sich auch schon größer politisch Auseinandersetzungen undeuten. Kommen wir auf euch. Was hatte mir zum Budget zu sagen? Wohin feiert die LASAP-Koalition Minetzmetropol? Aber was sind als Sozialalternativen für die Stadt Esch? Dazu ein Lomei. Et deet sech Summunches zuech. Eng rei grös Proen gi grad realiséiert. An der Desëppes vill kascht wësse noch die Lenk. Die héich Schneiverschëldung ass dofir net als en Hauptkritikpunkt. Ich meine, den eigentliche Problem ist, für wer in den letzten 2 Jahren die grossen Emprunts zustande kommen sind. Und sie sind vor allem dadurch zustande gekommen, dass die Gemeinde müssen Emprunts machen, weil sie auf einen gewissen Teil von Ressourcen verzichtet. Das heißt, dass auf der einen Seite Steuern auf höchst profitablen Betriebe aufgesetzt gehen, auf der anderen Seite müssen die Leute dann aufhängen, die Lächer am Gemengebudget zu stoppen, durch oder Taxen auf Müll, auf Wasser, auf Aufwasser, also auf Grundbesoin massiv herabgesetzt gehen. Bald verfeierfacht hunn sich die Kommunaltaxen an de letzten Jahren. Eng Mesure, die jederé betrifft, an hauptsächlich die schon nicht viel suen hofir zu leben. Ma auch am sozialen Wohnungsbau huet dëse Schafferot kaum Initiative ergriffen, fir op die Realität vun der Krise zu entfernen. Die Universität wird an den nächsten Jahren Sendieren abmachen. Da kommen tausende Studenten op Esch studieren. Gleichzeitig wird diesen Schafferot verpasst, nötigen, wichtigen kommunalen Studentenwohnraum zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite ist da wohl so, dass an der Schulpolitik große Probleme sind, notamment die daran bestehen, dass durch das neue Schulgesetz es am Anfang mehr Möglichkeiten hat, mehr Lehrpersonal zugestanden kriegt, das Lehrpersonal aber so angesagt wird, dass Schulen, wo wichtig pädagogische Projekte laufen, notamment in alle Lycée, an die Brillschule, dass da effektiver aufgezogen gehen. Und auch das als an unseren nicht drohbar, einfach dadurch, dass wichtige Initiativen so ausblutig losgehen. Cadeau fir Grousentreprisen verpassten Zukunftschancen an de Bierger sollt Rechnung bezuelen. Dat ass ungefähr der Gegendeel vun dem, wat die Lenk fordert. Dofir hun mir dese Budget net mat gestimmt. Anelo weiter Nachrichten. Chargé d'Education hunn es sagt. Nei Mesure vum Edukationsministerium se op d'Stross gedriwen, wëll se an onméiglesche Konditionen ihrer Formatioun no goe mussen. Die Formation die geht parallel zu den Konkurs de Recrutement organisiert. Die müssen sich anfangen auf die 2 Sessionen präparieren und da können sie nicht, weil sie eben dann nur die Formation haben als sich durchpeilen, dass zumindest nächstes Jahr auch einen Arbeitsplatz weiter behalten. Eng Delegation vun Die Linke Saarland huet den öffentlichen Transport an der Großregion getest an dobei auch Station zu Lützeburg gemacht. Fazit: Material ass méi modern ginn, minnet alles als positiv. Uns ist es, obwohl wir willens und in der Lage waren, Tickets zu erwerben, sowohl in Saarbrücken wie auch im Metz sehr, sehr schwer gemacht worden, sehr, sehr schwer gefallen. Aber auch hier, wie ich gehört habe, muss man sich praktisch anmelden, wenn ich mit dem Rollstuhl Bahn fahren möchte. Wéi gesäit eng vernünftig Drogepolitik aus, dat wat froh, die den Dr. Michel Plätschert op eisem Vendredi Rouge am Cafétheatre Rocas diskutéiert huet. Die Ausgrenzung lebt immer an dieselbe Richtung. Lebt immer an dieselbe Richtung. Ob man das will oder nicht. Dafür muss man ganz gut aufpassen, wie man mit dem Thema umgehen. Ënner dem Vierwand dat alt Aufdreifungsgesetz zu moderniseiere solle laut Projet de Loi d'Frae weiter an ihrem Schwar entmündigt gin. Die Lenk hun sich zu Wort gemeldet. Ziel ist eben, dass man an den Vordergrund bringen, dass die Frau selber kann über ihre Körper bestimmen. Was eben an diesem Gesetz einfach nicht drin ist. Energie sind allgemeingut soll an öffentlicher Hand bleiben. Während andere Länder wie zum Beispiel Deutschland Stromnetze rekommunalisieren, huet de Stadt der Gemengerot Singnetzer an eng Privatgesellschaft ausgelagert.
Gëtt natürlich gesot, dat d'ëffentlech Hand nach majoritär gif bleiwen an de Societäten. Problem ass, dat trotzdem d'Entscheedungen innerhalb vun der Verwaltungsrät net mi dieselwechwert sinn, well du sinn awer nach aner Aktionären dran, Privataktionären, die eng aner Logik hunn, dat hecht Bierger selver kënnen net mi iwwer hi Energie frei bestimmen. Gëtt Demokratie an der EU loser los aufgeschafft. Banken und Großkonzerne bestimmen immer mehr Politik an der EU. Was der politischen Establishment Gouvernance économique nennt, also Wirklichkeit eng Entmündigung vom Volk. Wie auf ihr Wert erklären wir euch elo. Gouvernance économique européenne ist den Titel, nachdem verschiedene Mesuren auf europäischem Niveau sollen gesagt gehen, für zu garantieren, dass die einzelnen Memberstaaten nicht gegen den Stabilitätspakt verstoßen. So muss ein Land zum Beispiel Deckdaten von seinem Budget ergehen und wird kontrolliert, ob die konform sind. Das bedeutet aber eine wesentliche Einschränkung für die nationale Wirtschafts- und Sozialpolitik. Es wird geplant, dass für das Rang die Stabilitätskriterien von Maastricht das Budget nicht dürfen einen gewissen Defizit überschreiten. Rang die Monetärkriterien, die von der nicht demokratisch gewählten Europäische Zentralbank abgestellt gehen, die Rang Monetärkriterien gehen am Anfang de Force imposiert. Moyen für überhaupt an Europa eng wirklich koordiniert Wirtschafts- und Sozialpolitik gibt es überhaupt nicht. Da dehnt sich, was sich über die Gouvernementsökonomie durchsetzt, da das der Wille von den Marscheen, wie immer gesagt wird, Finanzmärkte hätte gern oder Finanzmärkte sind nicht zufrieden, dafür muss man hier und da machen. Das ist am Anfang geholfen, wenn ich das kurz ausdrücken, als das den eigentlichen Inhalt von der Gouvernance-Ökonomik. Das ist eine Restriktion von der Politik am Allgemeinen auf Desiderata von den Finanzmärkten. Es gibt also keine Vorgaben nach puncto Mindestlohn oder Sozialleistungen gemacht, die europaweit für Betriebe gelten. Dadurch gehen die einzelnen Länder zu Konkurrenten und probieren sich gegenseitig durch Steuerdumping und Sozialaufbau zu unterbieten, für Betriebe umzuziehen. Das heißt, die Länder alle Gute sind am Anfang geholt, auch an einem hohen Grad erpressbar vis-à-vis von den großen europäischen Konzernen oder internationalen Konzernen, die damit einen immensen Druckmittel haben auf die Politik an den einzelnen Ländern. Ohne das Gegenpouvoir, da wir auf europäischem Plan. Auf europäischem Plan geht au contraire die Konkurrenzpolitik danach favorisiert. An die Stabilitätspolitik, die sie im Moment am Gang sind durchzuziehen, die tendiert dahin, zur nächsten Etappe zu gehen, an alle Länder zu disziplinieren, an zu gucken, die Lohnkosten weiter aufzusetzen, Sozialkosten weiter aufzusetzen. Das beste Beispiel, was Gouvernance économique konkret bedeutet, wo Merkel und Sarkozy Anfang Februar EU-Sommet gehen, wie sie gefordert haben, dass den Index europaweit soll aufgeschafft gehen an der Rentenalter überall auf 67 herabgesetzt wird. Also da mengen ich das, was ich im Moment weiß, dass das nicht nur eine sozialfroh, sondern auch eine demokratisch froh. Und am Anfang geholt, wir eine soziale Revolution nötig, die gleichzeitig auch eine demokratische Revolution wird. Nicht demokratisch ist dann noch der Fakt, dass das Mesuren sollen an alle Memberstaaten durchgesagt gehen, ohne dass die Bürger dazu ihre Meinung können sagen. Man sogar an unserer Chamber als mal nicht darüber diskutiert gehen. Also ist sie schon mehr wie erstaunt, auf welcher Form das Mehrheit ohne ein Debat, ohne eine Erklärung, ohne Motivation, ohne Rapport, eine Resolution aufstimmen, an der wir als ausschwätzen für Sanktionen automatik am Kader von den Prozeduren par rapport zu den nationalen Budgets. Wenn wir für Sanktionen automatik sind, auf wem sind Kosten, geht dann ein relativ rigorös oder sogar stark rigorös Budgetärpolitik. Wem muss leisten drohen, die am Endeffekt aus der Krise entstanden sind? Da werden wir im Moment feststellen, an den verschiedenen Nationalstaaten in Europa,
dass das do wo eng rigorös Budgetspolitik gemerket, da geht es tatsächlich op Kachten vom Salariat respektive op Kachte von denen Leid, die am schlechtesten drosinn an wirklich nicht verantwortlich sind für die Krise. Et gëtt so loes zur Tradition. Am Januar luet die Lenk am Centre kulturell zu Bonnefeich op hireieren Najoch-Empfang an. Eg gut Gelegenheet fir sich an enger lockerer Atmosphär erëm ze gesinn. Ein gut 80 Leiit dorenner Vertreter vum Parti de Gauche vun der Moselle a vun die Linke aus Rheinland-Pfalz an dem Saarland woren dem Najochtempfang vun die Link. Dat bei so enger Gelegenheet als aktuell Regierungsparteien net an den höchsten Teilen gelöft gin as Chlor. Ich hauptsächlich Fox, dass eng CSV et nachmmer fertig bringt, man dat bis an die 30% sich opzefeier, wie wann se absolut Majoritéit hätte, weil se immer nach e guten Dommen an der LSRP fannen, den ich scheiß mat mischt. Mich nach nervt, dass das als zu Lützeburg vielleicht nach um gut geht 200.000 Leute Wahlrecht tun. Politischen Heichpunkt votiert vum Serge Urbani, dem Portparole vun die Lenk. Leif uwesend 12 Schuer gët lo schon die Lenk zu Lützeburg. Besonders an den letzten 2 Joer konnte man als aktivitätsmäßig an elektoral wesentlich verbessern. An der Chamber haben wir Vertrauen gerechtfertigt, was Leute an uns gesagt hatten, an dem wir do die einzig fundamental Opposition an ganz viele Frohe wären. Es gibt zwar nicht mehr richtig Stammwähler wie an der Zeit, es gibt aber noch immer ein Wählerpotenzial, das nicht nur der Tradition guckt, aber auch nur seine sozialen Interessen sich orientiert. Für portugiesische Wähler zum Beispiel zu 10% bei den Chamberwahlen, nur die neue Retüte, die veröffentlicht worden ist, die Lenke verwählen, als sie aber kein Wahlrecht tun, dann sieht das nicht nur etwas aus über die nationale Diskriminierung von den Portugiesen zu Lützeburg, sondern auch über die Beschneidung vom Wahlrecht von den manuellen Arbeiter hier am Land. Weil an der Majorität handelt es sich darum. Mehr Willen zu Summe schaffen an alle Leute auf der Linke, die wollen wirklich etwas ändern, an gesellschaftlichen Veränderungen beifeiern, wollen wir zu Summe kriegen und mit ihnen zu Summe schaffen. Und in dem Sinn wünschen ich euch alle Guten ein erfüllend und erfolgreiches Jahr 2011. An Serge singeriert, hummer nach vun der Gelegenheet profitéiert, firmal bei as Membren a Sympathisanten notzufroen, wat fir sie eigentlich politisch linksen Engagement bedeit. Ich meine, eng Opfassung iwwer de soziale Summelewen, eng Idee vu Solidarität, die an den traditionelle Parteien an so wie Politik haut funktioniert immer méi verschwindt, a wo man nicht so rundrömisch lauscht, vielleicht eng lecht Hoffnung huet, zu viel Hoffnungen enttäuscht gehen, dat vielleicht eng Lenk, eng neue Lenk, vielleicht eng Alternativkapitel. Es ist für mich besonders wichtig, dass sie über den Kapitalismus als System rausgucken, gleichzeitig aber auch ganz konkret Forderungen formulieren, die kurzfristig und mittelfristig können umgesetzt gehen. Für mich ist es wichtig, weil ich will dazu beitragen, für die sozialen Ungerechtigkeiten aus der Welt zu schaffen. Für mich bedeutet längst die Politik, wie sie betrieben wird, die Neoliberalpolitik, dass wir die zurückweisen, die viel haben, dass die sollen mehr kriegen und dass die anderen immer mehr haben gehen. Ich meine, dafür, das ist schon ein Argument für links zu sein. Für mich ist bei den Linken eine Sache von der Solidarität zu Lützeburg an internationalen Solidarität, nicht im Sinn von Almosen, sondern Solidarität im Sinn von Gerechtigkeit, von Gleichheit. Das sind Leute kriegen, das werden sie verdienen für hier Arbeit. Punkt. Voilà, das war es von Link TV. Ich so nicht merci für das Nachgucken, und ich Rendezvous an ein paar Wochen.